Der Besuch von Seyit Tümtürk und seiner Delegation in Japan geht weiter vonstatten. Sie trafen bereits wichtige Personen des öffentlichen Lebens und erzählten von den Menschenrechtsverletzungen in den Umerziehungslagern. In Anlehnung an den Tag der Menschenrechte wurden verschiedene Veranstaltungen organisiert, die auch das Leid der Uiguren behandelten. Da die Umerziehungslager in Ostturkestan derzeit auf internationaler Ebene Aktualität genießen, äußerte sich die amerikanische Regierung mit der Forderung an China, Gefangene sofort zu entlassen, die Religionsfreiheit nicht weiter einzuschränken, sowie die Beendigung jeglicher Unterdrückung. Ein ehemaliger kanadischer Diplomat wurde in China festgenommen. Wahrscheinlich gilt die Festnahme des Michael Kovrig, seit 2017 als Nordostasien-Berater tätig, als Vergeltung für die von Kanada verhaftete Huawei-Leiterin Ming Wanzhou. Solange Pakistan sich selbst nicht korrigiere, sollte von den USA kein weiterer Dollar ausgezahlt werden, forderte Nikki Haley, ein Mitglied der Vereinten Nationen für die USA. Bevor wir weitere Zahlungen vornehmen, um den Antiterrorkampf zu unterstützen, sollten wir darauf bestehen, dass einige Korrekturen vorgenommen werden, so Haley. Die von den Gelbwesten in Frankreich losgestoßenen Proteste entfachten weitere Unruhen, unter anderem auch in Holland. Dort bereiten sich die sogenannten Roten Westen am Sonntag in Utrecht auf einen Protest gegen die Regierung vor. Die Gesinnung der Roten Westen soll eher rechts im Politspektrum angeordnet sein.